Servus. Servus, Kid Rap. Das ist jetzt gut gegangen. Jetzt fangen wir erst einmal damit an. Das baut mir jetzt richtig auf. Was war der Plan? Ich will Feuer pusten. Au! Das ist nicht ein Scheiß. Das ist so ein Scheißtag, ey. Feuerpusten, einen bösen Anzug. Ja, ist mir währenddessen, ich wollte halt das Pusten vermalen. Während ich pustet habe, versucht habe zu pusten, ist mir aufgefallen, das macht in der Reihenfolge keinen Sinn. Ja. Aber vielleicht habe ich gerade schon ein Feuergefecht gehabt. Leck mich doch am Arsch. Na gut, Sonder das Ding. Ja. War bin ich schlecht drauf jetzt. Nein, Mann. Vielleicht heitert dem mein Tierfakt ein bisschen auf. Ja. Der Darwin-Nasenfrosch gilt als echter Superdad im Tierreich. Nach dem Schlüpfen der Kaulquappen nimmt das Männchen sie in seinen Stimmsäcken, die Dinger, mit denen er normalerweise quakt, auf und trägt sie dort mehrere Wochen, bis sie zu kleinen Fröschen geworden sind. Der Superdad tragt das Ding in seine Stimmsäcke. Ja, damit sie halt nicht gefressen werden wahrscheinlich. Darauf trinken, ja, das ist nicht Prost. warm. Was trinkst du heute? Oh, ein schön Raumer Hell. Und du? Ja. Du auch super. Ja, Ja. schon Raumer hell. Vielleicht magst du noch minimal zu. Ja, wobei, scheiße, da ist das so wurscht. Das kommt alles, das auf TikTok oder so. Da, Ja, TikTok. das sind die Inhalte. Ja, schon, Du ja. musst da mal ein bisschen kritisch sein. Fälle, ja. Ein bisschen was über den Papst sagen. Blöde Kuh. Das wär's hieß. Ja, das ist auch weg aus dem Grund, weil ich die ganze Zeit damit rumspiele. Ja. Mei, was ist die Woche passiert? Jetzt sind wir schon am Mittwoch da, Stimmt. weil morgen Vatertag ist und da haben wir andere Verpflichtungen. Kid Rap ist heute zu mir rüber in anderen Räumen. Wir haben mehrere Räume. Ja, kannst du dir vorstellen. 200 Quadratmeter? Okay. Circa. Hast du gesagt? Aber circa Schätzung von meinerseits. Kommen Kommt rüber und ich habe an seinem Gang wirklich schon gehört, dass er jetzt rübergeht und mit so einem Fragen, ob wir ein Bier saufen dazu. Und wir stellen uns immer die gleiche Frage und es ist auch wurscht, was für ein Wochentag ist. Und er kommt mit der klassischen Frage, die Woche ist eigentlich schon wurscht, oder? Und er hat den Satz nicht fertig reden lassen. Ja. Und es ist wurscht. Ja. Ich möchte mich gleich zu Anfang für den eigenartigen Bildausschnitt bedanken. Da schreibt unserem bald wieder Praktikanten Machine Gun Tom. Ja. Der hat unser Objektiv nämlich bei sich zu Hause, weil er aus Versehen sein Objektiv auf unserer Kamera hat. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wofür er überhaupt eine Kamera oder Objektiv braucht. Eher nicht. Vielleicht um in der riesigen Blumenwiese ein paar Margariten zu filmen. Ja. Was in der Richtung und dann Stock-Footage daraus zu gestalten. Ja. Mir ist es egal, Thomas, ich bin da nicht best, du kennst mich, ich bin nicht nachtragend. Alles cool. Na, Entschuldigung. Wochenende waren wir. Ja, in Ding waren wir. Frombach. Frombach, Eich. Ja. War voll geil, Ja. finde ich. War fetzig. Richtig, also die meisten Leute sind ja zu uns nett, wenn wir kommen. Ja. Ganz wenige sind grundnegativ eingestellt, aber die waren das gemerkt, aber ich bin okay, man war gleich richtig gut drauf. Die Leute waren alle geil drauf Ja. vom Team. Ein unfassbar gutes Essen hat es gegeben. Also du hast wählen können zwischen Roibraun mit Gnädel, zwischen Händel. Händel, das Burger. hast du gehabt, das war ziemlich geil. Burger und der Burger, ihr wisst ja, wir kennen unsere Meinung zu Burger. Ja. Aber ich habe überlegt, ob ich einen nehme und der hat beim Crazy Kai auch echt gut ausgeschaut. Ja. Erst einmal gleich begrüßt. Wir haben, jetzt muss ich schon nicht zu sehr springen. So viel passiert. Ich habe eine neue, ich habe von der Soundcar ja die Karaoke-Maschine gekriegt und die haben wir mit ins Auto genommen und haben die erste Dreiviertelstunde damit gefüllt. Ja. Was geil ist, wenn du deine eigenen Songs dazu performst. Aber es hat alles einmal dürfen. Ja, war ein bisschen. Was hast du gesungen? Was haben wir am lautesten und begeistertsten gesungen? Irgendwas sind wir komplett eskaliert. Also STS. Irgendwann komme ich dann heim, oder? Bleibe ich dann dort. Irgendwann bleibe ich dann dort. Ja. Aber Irgendwann heimkommst- komme ich ja heim. Irgendwann. Logisch, ja. Vielleicht ist dort dann daheim. Weißt du, wie ich meine? Und das war so lustig. Die Leute haben so gelacht, als wir angekommen sind. Und dann mit den Mikrofone geht die Durchsagen durchs Auto. Die werden sich eingedacht. Und das gibt's ja nicht. Die sind eh schon auf der Bühne Ja. den ganzen Abend. Und dann machen sie auch noch jetzt mit dem Mikrofon. Du, die bogen uns von Anfang bis Ende. Richtig. Ja, die Show beginnt ab 15 Uhr, wenn wir da auftauchen. Ja.
DJ Hirs kennengelernt, geiler Typ, bei dem habe ich mich zweimal vorgestellt, weil ich vergessen habe, wie er ausschaut. Ja. Also haben wir ein bisschen Leute, jetzt greife ich zwar vor, aber er hat ja 2 Mikrofone für uns vorbereitet gehabt. Ach, er hat das wirklich für uns organisiert gehabt? Du sogar gezeigt, ja. Ja, also die sind ja da drauf gelegen. Ja. Aber ich meine, die waren vorher schon da. Nein, die haben es für uns geholt. Aha, weil ich habe zwischendurch mal mit ihm geredet und gesagt, ja, wir müssen noch mit die Techniker rein. Ach, scheiße. Ich hätte mir schon noch was raushauen können. Aber war peinlich gewesen, wenn es keinen interessiert hätte. Ja. Naja. Sonst ein schöner Auftritt, den guten Abend, hat auch ziemlich rasiert. Ja. Ich sag nachher war Festzeit, Coverband, Gemeinde Wiesen. Ja, schon, ja. Wir haben davor dann noch ein bisschen, wie heißt das, Basketballspiel, 21? Ich glaube, das hat keinen offiziellen Namen. Aber 21 nennt es der Harry immer. Ein bisschen 21 gespielt. Schmeißt so lange auf den Basketball gehabt, bis 220 Punkte hast, abwechselnd. War allgemein ein geiler Vibe an dem Tag. Ja. Muss ich sagen. Und dann waren wir da, haben wir gesoffen, haben wir unsere Musik gespielt. Ein bisschen dauert, bis die Leute warm waren sind diesmal, weil wir schon sehr früh gespielt haben. Ja, muss stimmt. man fairerweise dazu sagen diesmal. Haben schon um 8 Uhr gespielt, normalerweise spielen wir 10, 10 frühestens um 10 Uhr. Ja. Was den Vorteil gehabt hat, dass wir schneller gespielt haben und Ja. früher zum Saufen gehen können danach. Na, und dann, Deswegen sind Festivals so geil, wo du einfach einen Slot um 5 Uhr am Abend hast. Schon der späten Nachmittag, wenn man es nimmt. Und da dann einfach schon, weil da sind um 5 Uhr am Festival, sind die Leute natürlich ready. ja, Und schon, jetzt da dann schon schön, Ja, der einen da reinsäufst. ist, ich glaube, wenn man jetzt ein eigenes Konzert da spielt man ja schon meistens um 8:30 oder so, da ist ja dann auch wurscht, weil die Leute nur deswegen da sind. Ja. Aber im Bierzeit kannst du ja zum Teil sitzen. Ja, Dann sind im Bierzeit ja immer Leute da, die nicht wegen dir da sind, sondern weil Bierzeit ist. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein riesen Gegner davon, wenn ein Teil, ich nenne es jetzt mal, bestuhlt ist. Weil, also klar, in dem Fall war es jetzt natürlich negativ, weil halt eigentlich viele Leute, man hat es auch gehört, also viele haben schon mitgesungen, aber viele sind halt einfach trotzdem hocken geblieben, so wie ich wahrscheinlich auch hocken geblieben war, um ehrlich zu sein. Das nimmt halt natürlich ein bisschen Energy raus dann, aber alles cool, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und hat uns auch nicht davon abgehalten, danach noch bis relativ lang zum Saufen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann wir im Hotel waren. 2 oder so, oder? Ich muss jetzt gerade überlegen, wir sind jetzt in so vielen Hotels, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie es ausschaut. Was war das für uns? Also wir sind erst zum Falschen gefahren. Ach ja, klar, da sind wir vom Ding hingefahren worden. Danke fürs Heimfahren. Ja, merci, ist auch geil für euch. Das ist, also weil da irgendwie ein Kommunikationsfehler zwischen unseren Booking-Agentur und der Feuerwehr war. Na, ja, und dann sind wir zu dem anderen gefahren, aber ich kannte nicht mehr sagen, wie spät das da war. Wahrscheinlich war es gar nicht so spät. Es war schon, also ich glaube schon, dass wir, ich weiß nicht mehr, wie das scheißt. Ach ja, doch, klar. Doch, ich weiß noch, Und wir dann waren auf um dem 3:30 haben wir geschlafen. Balkon haben wir noch nicht zwickt. Ja, Fälle. Ja. Oder sein müssen. Ich glaube, wir um 3:30 haben wir geschlafen und um 7 sind wir aufgestanden, weil wir noch zur Fahnerweih müssen. Ja, die Feuerwehr Langerbach hat uns feierlich eingeladen. Und zwar kam das von ganz Kennst du, also, es gibt ja wenig richtig gute Dinge an mir, aber was meiner Meinung nach gut an mir ist, ist, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Und es war auch diesmal so und ich bin sehr froh, dass ich einen Mitstreiter gefunden habe, der das genauso gesehen hat. Es war so, also ich habe mit dem MJ geredet von der Feuerwehr Langenbahn und er hat gesagt, ja du, morgen übrigens, gell, da hat es Weißwürst geben und ein Mass um 8 Uhr in der Früh. Ja. Sorry. Und das ist für mich halt das Geilste auf der ganzen Welt, wenn du am Vorabend schon saufen warst, grundsätzlich. Ja. Und am nächsten Tag ruckst du aus und saufst gleich weiter. Und dann halt auch direkt der Mass. Ja. Weil wenn du mit einer halben anfängst, dann ist das irgendwie so, Ja, da kannst du dich dann noch umentscheiden, finde ich. Aber bei einer Masse ist das gesetzt, Ja. was jetzt an sich theoretisch passieren darf. Dann haben sie gesagt, du, nein, passt, sind wir da. Und Sabrina hat extra nichts getrunken oder sehr wenig am Vortag, damit sie uns dann hinschießen kann. Und dann. Nix, sorry, ich habe was anderes denken. Ja. Und dann war das eigentlich so halb verabredet, dass der Harry und der Kitty auch mitkommen. Und dann 6:30 Uhr klingelt sein scheiß Dreckswecker. Der ist unendlich laut. Mein iPhone geht gar nicht. Ich kann das nicht so laut einstellen. Ich weiß nicht, ob du da einen Verstärker drin hast. Ja. Er liegt auf der anderen Seite. Fun Fact, wir haben die gleiche Unterhosen an dem Tag gehabt. Wir haben uns nicht mehr gemeinsam so ein Pack bestellt. Ja.
Weil das ist, wir brauchen die gleiche Unterhosen, Größe. genau, die vorne am Schritt, Ja. sage ich mal, pusht. gleichzeitig pusht und kaschiert. Wisst ihr, was wir meinen? Also das soll schon sagen, als hätten wir was, aber man soll spitzel nicht sein. Ja. Genau, also es muss ein richtiges Package. Und ja, da suchst du lang, deswegen haben wir uns die gemeinsam gestellt. Und dann versuche ich, dann rempelt die ein Kitty so an und sagt, Alter, das war eine dumme Frage, ich muss das sagen, ist das Teil weg? Ich habe gewusst, dass er weg ist. Ich sage, ja. Ich habe einen sehr stabilen Schlaf, muss man dazu sagen. Und vor allem, wenn ich jetzt, also ich schlafe extrem schlecht, wenn ich einen Termin habe. Also am nächsten Tag in der Früh, wenn irgendwas ansteht, also da bin ich dann schon wacher, komischerweise, aber jetzt da, das Fahnenarbeit-Ding, das war jetzt nicht so dringlich, dass es war mir natürlich wichtig, aber vor allem, wenn ich dann so viel gesoffen habe, verstärkt es das nochmal, dass ich das absolut gar nicht check. Ja. Also umso mehr ist es ein Wunder, dass ich echt erst, glaube ich, in meinem Leben 2-mal oder so verschlafen habe. Echt? Bist du jemand, der Seiten verschlafen, Eigentlich oder? fast nie. Ah, stark. In meiner Ausbildung, Arbeitszeit habe ich einmal verpennt. Und ich glaube, doch, in unserer Karriere auch einmal, aber da war nichts Wichtiges. Da wäre einfach nicht so verpennt. Kann sein, ja, stimmt. Ich noch einmal beim Filmset, aber die Geschichte haben wir schon erzählt. Aber auch da, wo ich bei uns verpennt habe, ist mir auch kein ausgegangen. Bei mir, ich war so besoffen, ich habe im ganzen Filmteam besoffen, dass mein Handy runtergefallen ist und der Akku rausgefallen ist. Also da habe ich also der Klassiker bei meinem Handy, wenn dann wieder so viel Fussel drin sind, dass die das kleinste ist Bewegung stimmt, einfach das Handy nicht mehr laden lässt und du hast schier auf 2%. Ja. Dann denkst du, ja super toll, Wecker gestellt, angesteckt und dann... Fühle ich richtig. Ja, okay. Ich habe versucht, ihm mitzuteilen, dass es cool wäre, wenn er den ausschalten wird. Und er hat eigentlich auch immer bejaht. Aber hat sich keine Millimeter bewegt. War ja nicht so weit weg gewesen, gell? Null! Du bist da gelegen zwischen mir und dem Wecker und hast da eine unüberwindbare Barriere gebaut. Und dann habe ich mich richtig ungelenkt. Ich glaube, dass mein Zipfel die definitiv berührt hat, wenn das eingepackt hast. So über ihm drüber geweizt. Also ich habe nicht lang nur Arm, dass ich nicht berührt hätte. Und habe irgendwie versucht, der Handy auszumachen. Das ist dann geglückt. Und sage ich, ja, bist du dabei? Ich habe ihn dann schon vorgewarnt, weil in einer halben Stunde war der richtige Wecker gegangen. Ich weiß nicht, worauf war der gestellt vom Vortag? Der ist immer gestellt. Immer auf 36? Eigentlich nur unter der Woche. Also war das Sonntag eigentlich? Boah, Sonntag. Keine Ahnung. Dann sage ich, du, wegen Fahnerweih, gell? Und ich gesagt, sagt er, ja, nein. Eher nicht. Okay, gut, stehe am Simi, geht dann der Richter, beziehungsweise war ich dann wach, ich habe nicht mehr schlafen können. Am Simi habe ich dann aber auf die Uhr geschaut und sage, ja, magst du jetzt eigentlich mit zur Fahnerweih? Und habe mir nicht gedacht, vielleicht war er noch so schlaftrunken und sage, nein, beziehungsweise habe ich gefragt, also mitgehen, habe ich gefragt, Fahnerweih oder liegen bleiben? Liegen bleiben. Dann gehe ich rüber zum Harry. Sag, Harry, wie schaut es aus bei dir? Hast du Mama Fahnerweih ausgemacht? Und dann sagt er, ja, hat seine Tracht nicht da. Die ist irgendwo verteilt in sämtliche Kisten. Dann sag ich, ja gut, der Kitty geht auch nicht mit. Also dann, mein Gott, dann sause ich halt allein hin, gell? Gehe ich zurück. Sabrina und ich waren auf dem Weg zum Auto, gehen in unserem Zimmer vorbei. Sag ich, was ist der Kitty sein Trachtanzug? Fein selber liegt beim Spiegel, knöpft es zu. Sag ich, bist du jetzt doch dabei? Freilich. Ja gut, ab zur Fahnerweih. Die Langenbacher Feuerwehr wie immer zu spät. Das sind sie ja, sage ich mal, von sämtlichen Bränden schon gewohnt, die Anwohner. Da die Nachbarn schon gelöscht, die Nachbarfeuerwehr schon gelöscht hat. Ja, das sind ja die Tätzer vorher da. Aber wurscht. Ja, und dann sind wir da mit den Langenbacher Ski einmarschiert. Wir sind angeschaut worden von den Leuten, weil die einzigen waren, die keine Feuerwehruniform gehabt haben. Wobei jetzt auch dazu sagen muss, ihr kennt es, mir lästert nicht gern. Aber ihr Langenbacher, ich weiß nicht, ob das in der Feuerwehr so üblich ist, aber da hat keiner seine eigene Uniform. Die schauen alle aus, als hätten sie eine Uniform vom Papa gehabt, der aber alle im Kopf größer ist. Ja, auf jeden Fall sind wir unter teilweise Gelächter, dann positiven Gelächter, im Sinne von, was sauft ihr schon wieder oder immer noch. Was macht ihr da, Ja, oder hey, gut, schleicht euch da rein, weil wir halt hinten am Zug gegangen sind. Und dann ist hätte für mich der perfekte Tag begonnen. Schön weiß wirst gesnackt. Ja.
dann eine Masse gesoffen. Dann habe ich mir ja, weil ich gewusst habe, dass wir heimfahren müssen, habe ich mir sehr viel Zeit lassen mit der Masse. Ja. Aber dann irgendwann beim letzten Ring habe ich schon gemerkt, jetzt wird es warm, jetzt hilft es nichts. Vor allem stellt euch vor, wenn du am Vorabend bis 3:30 gesoffen hast und dann startest du mit einem Fest, ich weiß nicht, ob es ein Festbier war, aber sehr wurscht, auf jeden Fall eine Masse. Bier. Startest mit einer Masse, du bist ja instant wieder komplett on fire. Dann ist der Bierzeit, du hast gerade 2 Weißwürste gegessen, eine Blasmusik gespielt, alle Leute haben richtig Bock zum Saufen und dann haben sie die Blicke schon immer wieder getroffen. So. Ja, scheiß drauf, Masse. Ja. Masse noch. Aber was meinst du, was passiert war, wenn wir die noch gesoffen hätten? Dann hätten wir Sabrina und den Fabio Lohr geschickt. Wenn wir beim MJ geschlafen, oder? Ja, der Taxi haben wir die 1,5 Stunden. Ja, schon, ja. Was kostet das? 150 Euro? Ja, keine Ahnung. Egal. Ich heb ihm dann meine Kreditkarten hier und sag, du, Trinken gibst du selber. Ja, egal, aber heute einfach die Karten. Ja, gib's mir zurück, wenn du das nicht mehr brauchst. Ja. Machst du einen schönen Tag. Das war echt sauschwer. Das war eine der schwersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Als ich gesagt habe, du, nein, also ich brauche jetzt keine mehr. Nein. Dann sind wir heimgefahren. Und dann eine halbe getrunken und dann war ich daheim und der Tag war voll scheiße. Nein, aber trotzdem, wir dann nochmal hingelegt, ein paar Stündchen. Oder 2. Und ja, das war der Sonntag. So war's. Gell? Na, und sonst ist seitdem nicht viel passiert. Nein, das war das Absolute. Das war der Highlight. Das Thema der Woche ist Vatertag. Oh, geil. Der ist morgen. Aufgrund von Väterengpässen. Einerseits, eurerseits. Meinerseits, ja, und auch vom Harry. Nicht das Gaby vom Ei vatertechnisch, da ist mir vorsichtig formuliert. Einen guten Schluck hat er aber. Ja, deswegen treffen wir uns bei Time Date seit Jahren. Da wird er meistens gesmoked und dann gesoffen, bis die Lichter ausgehen. Wahrlich, ja. Was geil ist, weil wir, also auch so morgen. Ja. Und ist geil, weil halt übermorgen dann ein Auftritt ist, aber da müssen wir erst um 4 Uhr da sein. Und Sabrina hat gesagt, sie macht Komplettfahrer. Das bedeutet, da kann ich dann einfach schön schlafen auf dem Hinweg auch noch, wenn ich Bock habe. Ja. Fahren wir ja 2 Stunden, habe ich gesehen. 2,5 sogar, glaube ich. Im letzten ist 2 Stunden 2 da gestanden. Okay. Ja, das ist immer, okay. Das ist ja wurscht. Geht eigentlich auch gar nichts so, gell? Ja, Vatertag. Gibt es da noch mehr dazu oder einfach, soll man so sagen? Bedeutung, Tradition, wie Keine wir Ahnung. verbringen. Keine Ahnung, geht mir komplett am Arsch vorbei. Ja, also. Für mich ist das wie alles andere einfach nur ein Grund zum Saufen. Ja, aber das ist halt irgendwie ein besonderer Grund. Also das ist irgendwie, fühlt sich richtiger als bei vielen anderen Gründen. Ja, schon, also es trinke gern deinem Date zu Ehren. Ja, dieses, unserem Date. Dieses große Opfer. Ja. Dass ich immer wieder zur Flasche greife. Auf die alten Zeiten. Ja. Also heute schmeckt es mir auch wieder besonders gut. Ja, ich weiß nicht warum. Schon. Aber am Abend, ich muss sagen, trotzdem, es gibt für mich, also am liebsten trinke ich Bier gleich als Frühschoppen. Ja. Es bleibt 8, 9, 10 aufwärts. Ja. Oder dann am Abend. So unterm Arbeitstag, so also 1, 2. Also wenn ich trinke, möchte ich dann nichts anderes mehr machen müssen. Das ist wahrscheinlich das. Genau. Wenn ich in der Früh schon sauf, dann bin ich beim Frühschoppen und dann mache ich das. Ja. Das trifft es perfekt. Ich kann auch am 1 starten, wenn ich weiß, ab jetzt wird nur noch so. Ja, schon. Stimmt, das hat nichts mit. Ja. Wenn der Nacht arbeitet, da fühlt es dann immer noch besser. Ja. Müssen nicht immer früher auf zum Arbeiten, das ist viel einfacher. Schon. Oder zwischendurch haben wir eine, damit das zieht dann auf. Ja, schon. Ja, die ziehen mir immer so runter. Ja. Also die währenddessen ist saugeil. Nein, ich finde, das ist einmal bei den Auftritten eben das Schwierige, weil wenn du zum Saufen aufhörst, ziehst du dich runter, wenn du weiter saufst, bist du vielleicht irgendwann zu besoffen, je nachdem, wann du spielst. Deswegen ist ja sowas so geil, wenn du um 3 da sein musst und um 8 Uhr spielst grundsätzlich. Absoluter Traum, 5 Stunden, auf dem Weg kannst du dann nicht saufen. Dann kannst du da du hast ja immer was zum Tun, also oft da. Du sagst Servus zu den Leuten, du musst essen, du musst Soundcheck machen. Und dann kann es schon sein, dass du da bis zum Auftritt halt auf die Stunden das aufteilst. Aber so wie es jetzt zum Beispiel in Peterskirchen gewesen war, wo wir um 1 da sein hätten sollen und dann um 11 oder war das nicht sogar 0 Uhr? Nein, 11 spielen. Das sind ja dann, lass mich bitte nicht lügen, 10 Stunden, die wir da sind. Und 10 Stunden
was mache ich mit euch 10 Stunden? Nix, ich gehe in mein Zimmer. Also Genau, wenn wir ja, jetzt nicht das war- gesoffen hätten, wäre ich einfach ins Hotel Ja, gegangen. schon. Hätte zugespart. Aber das machen doch andere Leute auch nicht. Wir machen das Leute, die nicht trinken. Jetzt mal ganz Die gehen ernst. einfach ins Hotel, glaube ich. Nein, aber wenn du jetzt nicht ins Hotel kannst, Ist was jetzt- machst du dann? Also was machst du denn in der Zeit? Ich komme doch nicht mit euch an einen Tisch Also jetzt hocken. nicht angenommen jetzt einmal, du bist jetzt nicht wir Ja, und du spielst da nicht. Also ich schätze mal, wenn du jetzt so eine normale Band bist und du machst eine große Deutschland-Städte-Tour, Ja. wirst du halt ein paar Sachen dann in der Stadt anschauen vielleicht, keine Ahnung, gehst nach Berlin, schaust die Spree an und was da Neues gibt, die ganzen Grattel, ja. die von da irgendwelche Häuser besetzen oder irgendwie sowas. ja. No. Die linken Wichser, das ist, was du sagen Ja. willst. No. Also habt ihr das gehört? Das hat er gesagt. gerade. Ja, sowas werden die wahrscheinlich machen. Manche sind ja im Tourbus unterwegs, dann pennen die einfach da. Es wäre so Zeit für einen scheißen Headliner. Na, Playsy, Alter. na, Aber macht halt absuffen viel mehr Spaß. Nein, das kann ich ja nüchtern. na. Zum Vatertag-Thema. Wenn du dir dann, also wie gesagt, dein Dad ist ja wahrscheinlich schon eine ziemlich coole Sache. Ja, Wenn, Schon, du, ja. wenn du dir deinen perfekten Dad, sage ich mal, aussuchen kannst, beziehungsweise beschreiben kannst, was muss er da für Eigenschaften haben, außer jetzt so ein Gerät, dass zumindest für Ja. die noch sowas übrig ist. wir müssen halt Humor haben, ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Da sei. Da sein, Humor haben, ja. Nicht zu altbacken, nicht zu konservativ. Ich glaub, das waren ein paar Sachen. Weißt du, egal ob er gescheit oder ob er dumm ist, solange die anderen Dinge. Also man soll sich schon mit dem unterhalten können. Und ich hoffe, dass so war, dass er schlau war und sich dumm gesoffen hat, ein bisschen. Aber das trotzdem ist- ab und zu noch so lichte Momente hat. Ja, das ist war Best cool. Case. Ja. Ja, sicher. Also, Na, und ansonsten, ja, nicht zu sehr in mein Leben reinreden, das war noch wichtig. ja, die wichtigen Punkte. Ja, wenn schon. du, eigentlich so ein Dad ist halt geil, wenn er ein Mentor ist. Ja. Sag ich mal, wenn er selber richtig was. Ich meine, halt also was für mich der absolute Worst Case war so ein Loser-Dad. Ja, So einer, der BWL studiert hat, eine Frau in seinem ganzen Leben gefickt hat. ja, Und keine Ahnung, der nicht sauft oder nicht. Pass auf, wenn er jetzt nicht mehr sauft, war okay für mich. Ja. Ich bin sehr froh, dass er sauft. ja. Aber der nie das Leben genossen hat. Ja, also ich würde es auch langweilig finden, wenn er halt nie so eine Sachen gemacht hat wie wir jetzt oder so. Also oder insgesamt keine coolen Geschichten zum Verzeihen hat. Genau. Das war dann schon eine Enttäuschung, weil das ist einfach nur ein anderer Typ. Ich muss ja sagen, die meisten Geschichten von meinem Dad kenne ich ja schon. Ja, Aber irgendwie liegt der Abstand, wo er sich seit weit nur auseinander ist, trotzdem immer wieder gern her. Weil ich meine, das ist wie mit unseren Amerika-Vlogs. Das ist ja, wir deren unsere Kinder mal so leid. Ja. Ja, gut, sind eh nicht dazu in der Lage, Ja. theoretisch, aber ich werde nichts anderes tun. Ja. Nichts anderes. Also, der Papa war mit dem Onkel Michi in Gott hab ihn Amerika. selig. Gott hab ihn selig, ja. In Amerika, und ich sage dir jetzt hock dich mal her, ich muss dir da was erzählen. Ja. Weil also, und dann muss er sie oder sie die Vlogs auch noch zusätzlich anschauen. ja. Oder Erst alles verzeihen und dann anschauen. aber mit Director's Cut. Ja, das klar, bedeutet ja. also mit Kommentaren Ja. vom Regisseur. Ja, also und wirklich vielleicht- so 10 Sekunden läuft der Hexens, Ja. zack, stopp. Und dann behauptest du irgendwas. Ja. Es gibt, wieso haben wir noch keine Reaction selber auf unsere Vlogs gemacht? Ja. Ich schätze, weil die Vlogs selber 2000 Aufrufe haben. Ja, Ja. aber trotzdem. Ja. Hey, das ist ja Goldgrund. Ja, mit den ganzen Insider-Infos. Ja, das ist ja das, was die Leute so lieben. Ja, wir müssen jetzt dann wenn was Neues dran und dann Ja. wirklich mit einer Du musst ein Premiere. bisschen mehr nach da Okay. Du musst ein bisschen gerader hocken, weil sonst sieht man nichts von dir und das war so schade. Ja. Nein, nicht aufrechter, sondern Okay. auf keinen Fall aufrecht. Ja, stimmt, wir müssen ja. jetzt definitiv was Neues dran. Vielleicht mit meinem Dad den Schottland-Vlog. Ja, Weil das spielt bei mir erst seit 4 Jahren. ja. Ich glaube, dann hast du was verzeiht, was angeblich passiert ist in dem Vlog, dann ist es nicht da und dann sollst du noch schön 20 Minuten auf Festplatten. Das muss irgendwo da sein. Das kann ich mir nicht sagen. Jetzt wart. Jetzt wart. Aber während ich das suche, finde ich viele andere Sachen. Ja. Schau, das ist deine Mama. Ja. So war es hübsch, gell? Du Gott hast hab eine sie sehr selig. hübsche. Ja. Du hattest dann mal eine sehr hübsche Mama, gell? Ja. Naja. Naja, ja, genau. Sonst, ja, nein,
Dinge, die mir wurscht sind. Ich glaube, mir war es wurscht, ob mein Dad gut aussehen. Ja. Früher, ich möchte schon alte Bilder sehen, vorher mit einem Foki. Aber es ist immer das war dein so, Papa. Das war dein Papa. Immer so generationsabhängig ist auch was Hübsches, weil ich finde, die ganzen alten Fotos, wenn du immer siehst, haben ja die meisten Dads aus der Generation so ein Foki und sowas und so. Voll geil. Dass das jetzt wieder am Kämmer ist, feier ich sehr. Das ist schon mal, aber da sieht man dann ja oft, wenn dann so auch Frauen aus der Generation drauf, schöner Mo. Ja, stimmt, ja, war schon, wow, damals. Das ist halt, ich hoffe, dass das meine Frau einmal über mich sagt, dann zukommt und sagt, der Vater, also damals hat er mir schon richtig gut gefallen. Ja. Aber gut, ich werde es ja verstehen. Ja. Wenn man dann jetzt sagt, ja, klar, hey, später, Facelift, Bruder. Was ist denn los mit dem Girl? Wie viel schönen Raum hat sie die eigentlich eingebehandelt? Ich glaube, wir schauen beide dann irgendwann mal aus, aufgrund von falscher Eitelkeit wird er Aerosmith-Sänger. Ja, stimmt. Ja, so, also, ja immer wird einfach keinerlei Mimik mehr. Ja. Aber ich hoffe, vielleicht außer. Ja, noch weniger Mimik. Ja, ich schau mal, ich bin hier. Ja, bist schon spät dran. Das ist ich hätte eigentlich Botox musst du gleich anfangen, echt? Bevor man verhalten hat. Nein. Ja. Wirklich? Mhm. Das ist rum am Sick. Du hast wenig verhalten. Ja, weil ich so aufgeschwommen bin. Das ist der Vorteil. Bei mir werden nur Dackel dick. Ja. Ich krieg so richtige Speckbacken langsam mit der Zauferei. Ja. Aber wir haben noch nicht diese heftigen Poren an den Nasen. Nein, das geht. Also ich habe schon Mitesser, die habe ich schon immer. Ja. Also mit dem Mikroskop jetzt da nicht hingehen, weil da schweifst du. Oder mit einem Schwarzlichter. Ja. Stell dir mal vor, beides. Wow. Ja. Wärst dann blind? Wärst dann so leicht? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Ja. Seine eigene DNA, sagen sie dann. Ja. Okay. Ja, gut, da haben wir so ein bisschen experimentiert. Ja, schon. Also so auf den Buckel rein. Ja. Man sieht das jetzt auf den Buckel rein. Ich stelle mir das so vor, weil jetzt überlege mal, du musst jetzt da selber ins Gesicht wechseln. Ja. Buckel rein, stell mir so vor, wow, das hätte ich mir alles ausrenken. Ja, das ist schon schwierig. Haxen über die drüber, also ich bin dann so. Ja. Dann muss ich meinen Zipfel irgendwie unter meiner Wampen rauskriegen. Ja, stimmt. Da drückt es mir rein. Also, ich glaube, das braucht man alles abreißen. So könnte man dann. Da hat er kurz einen extremen Ständer gekriegt, weil ich wenig Luft kriege. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst das, weil du gerade irgendeinen komplett geisteskranken Gedanken hast. Wie fühlst du dich danach, wenn du dann da liegst und der wächst? Ich meine, diese Post-Nut-Clarity, die ich als sonst schon wieder habe, wenn ich mal irgendeinen japanischen Busporno anschaue. Und dann, dann ist mein ganzes Gesicht voll mit Wechsel. Wie fühle ich mich ja widerlich, ich fühle mich ja dreckig. Ich denke mir, was hast du mit mir getan? Alter? Was ist los mit dir? Ja. Das dann da musst du halt mindestens 20 Minuten so liegen bleiben, dass das vielleicht. Das bitte geil wird. Ja. Und dann mag das Ganze von vorne. Ja. Dann hier. Ja. Next round. Du Luder. Du bist zu billig. Ja. Naja. Dann steht durch die Nachbarschaft mit so, gibt es ab und zu so Videos von so Pornodarstellerinnen, wirst du mit der kompletten Ladung so durch die Stadt gehen. Oder durch wirst Venus oder so. Ja, dann steht ein Walk of Shame. Oder Fame in dem Fall. Ja. Walk of Cum. Ja. Das ist gut. Schreibt sich das auf. Ja. Copyright. Genau. War das schon Vater? Haben wir nicht mehr. Dann machen wir die 5 Fragen. Wir wollten wie lange laufen wir? Schon Overtime mit 28 Minuten. Ja. Er muss halt kurz sein, weil ich muss noch für meinen Vati einkaufen, gell? Ja. Los Brutalos Favorites auf dem Grill Smoker zubereitete Mahlzeiten. Scheiße, das ist blöd. Also auf dem Grill. Also auf dem Smoker muss ich tatsächlich zugeben, für die Sachen, was ich bis jetzt gegessen habe, waren es halt nur Ribs oder Brisket. Also ja. Und ich weiß nicht, Brisket hat mich noch nie so überzeugt irgendwie. Ribs sind immer geil, meistens. Also man war zu besoffen dann irgendwann. Und oder man überlässt es am Harry und dann Andy. Ja. Oh, fuck, ja gut, dass wir ratschen, ich muss noch Alufolie. Haben wir gleich einen Haufen da. Ja. Und sonst auf dem Grill, da bin ich offen für alles, also mache ich alle Schweinereien. Ja, da bin ich. Also was ich halt wirklich hasse, und das ist mir also ein bisschen, keine Ahnung. Eigentlich kennen die Leute nichts dafür, aber ich mag es wirklich nicht. Gemüsescheiben auf dem Grill. Und das ist wirklich einfach nur die Haptik dahinter stört. Mir macht es keinen Spaß, das zuzubereiten. Ich verstehe jeden, der ein bisschen was Fruchtiges, was Frisches dazu will. Aber da war es mir persönlich als Grillmeister lieber, wenn es einfach einen Salat mitbringt. Aber so ein Scheißdrecks Zucchini hasse ich halt sowieso schon und Auberginen und den ganzen anderen Scheißdreck hasse ich auch. Was ist dein...
Was ist deine Meinung zu diesen in Speck eingewickelten Datteln oder so? Ja. Magst du sowas? Ja, habe ich letztes Mal gegessen, ja, war gut. Ja, finde ich auch freaky. Ja, Mag ich gern. war gut. Ich habe auch nichts gegen, also ich mag Schwammerl zum Beispiel. Die mag mit ich auch gern. Kräuterbutter. Sehr gern. Ich mag, also eine Zucchini auf dem Grill, so als was Fleisch, finde ich komisch, aber so ein Grillgemüse komplett, das finde ich okay, das mag ich schon gern. Habe ich noch nie so in der, du meinst in so einer Schale dann? Ja, genau, Ja, die ja. sind gern voll klar für mich. Ja, weil ich mag halt, also ich mag Gemüse an sich. Ja. Ja, ich mag Gemüse. Ja, das dafür beneide ich dich, weil ich hasse ja Gemüse. Also nicht jetzt Gemüse, aber Ja, aber die meisten, also für die ist das wirklich eine Beilage. Ja, Du schon, kannst ja. jetzt ein Steak mit Gemüse essen und warst happy. Zufrieden. ja. Okay. Fast schon, ja, es ist eine weitere Beilage. Aber beim Grillen, wenn jetzt nur Grillgemüse hätte, wäre es schon ein Flop. Okay, gut. Also Ja, dann, schon- ich glaube, dann haben wir eine ähnliche Meinung Ja. zu Gemüse. Weil, Ja. also ich habe nichts gegen Gemüse, aber für mich ist halt das. Es ist Einzelne kein Standalone. Nein, wir Suppen. Ja, das ist bei mir nochmal eine andere Beziehung zu Suppen, aber das weißt du. Ich mag auch, also wie gesagt, Ach, du hast Suppen, magst Suppen auch nicht so gern, gell? also mir ist wurscht, aber also wenn ich jetzt zum Essen gehe und ich sehe, dass der scheiß Suppen 8 Euro kostet, dann bin ich echt Ja. zurückgegangen. Fickt euch für ein bisschen Wasser mit Nudeln. Ja. Das wird euch ins Hirn geschissen. Das nächste Schlimmste ist für mich Tee. Ja, Also Ja. Kaffee, pass auf, Ja. Kaffee ist ja auch eine Frechheit, Ja. aber der hat so, macht ja was mit meinem Kopf. ja gut, Aber theoretisch Tee. Schwarztee auch in der Theorie. Ja, und dann lassen sie in 6 Minuten Aber statt ich- 4 Minuten zeigen. Ich weiß schon immer, also ich habe es mir schon immer gedacht, wenn ich in der Gastronomie gearbeitet habe und jemand hat einen Tee bestellt und der hat ja auch 3 Euro oder so gekostet, damals, da habe ich schon gesehen, wer es bei meinem Chef in die Augen blitzt hat, weil er Ja. gewusst hat, jetzt hat er gerade 82 verdient. Beim Tee, reden wir gerade vom Tee. Ja, Hast du die Personalkosten schon mal eingerechnet? ja, und das Wasser warm machen. Okay, weil ja. das ist ja, ich glaube, ein Tee wird, Ja. wird ein Selbstkostending von 2 Cent haben. Ja, Übertrieben gesprochen. ja, das wissen die Leute schon, die kennen uns schon. Ja. Naja, nein, also Käsekreiner mag ich zum Beispiel gerne, um jetzt auf den Grill zurückzukommen. Das ist immer ja. gut. Was ich hasse, ist Schweinenacken, haben wir schon oft drüber geredet. Schweinenacken gehört einfach verboten. Das Fleisch schmeckt nach Scheiße, es ist voller Flachsen in 8 von 10 Fällen. Wieso haben wir die eigentlich so einen fetten Nacken? Weiß ich nicht. Also, und was ist das? Was ich da so widerlich finde? Ich habe ja keine. Szenen und so, oder? Das ist ja, wer frisst denn das? Warum gibt es so viele Leute da draußen, die das fressen? Ich weiß es nicht. Das Ich ist weiß doch nicht, das ist doch Vielleicht, macht doch weil man keinen damit Sinn. großgezogen wird, weil auf jedem Feuerwehrfest gibt es erst einmal schön Schweinenacken. Diese Grillfleischsemmeln auf jedem verfickten Fußballspiel. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt. Und teilweise siehst du dann so ein Fleisch, das sie 18 Mal in verschiedenste Richtungen kräuselt, wo du dann so viel Fleisch am Endeffekt drauf hast. Na, finde ich auch. Also das ist das überhypteste deutsche Essen, was es überhaupt gibt. Also, Ja. und also ein Essen, das so oft gibt und das wo so nach Arsch schmeckt, wie der Schweinenacken. Und wo so viele Leute sich damit aber zufrieden gehen. Ja, das das, ist, ich verstehe nicht. ja, da gebe ich lieber, also haben wir jetzt auch schon 100-mal drüber geredet, Schwein allgemein nicht mehr so auf dem Vormarsch bei uns beiden. Außer eben, aber auf dem Grill ein kurz mariniertes Schweinefilet ist halt wieder geil. Also wenn schon ein Tier, oh Gott, jetzt hätte ich fast einen brutalen Schmarrn erzählt, ich wollte gerade sagen, wenn schon ein Tier töten, dann würde ich guten Sachen essen und den Rest in den Müll Ja, schmeißen. schießt Filet raus und dann einfach. Ja, aber pass auf, um meinen Rest auf den Gedankengang zu Misthaufen. erklären, wenn ich schon Geld ausgebe Ja. für tierische Produkte, Ja. dann kaufe ich mir halt lieber was, wo ich wirklich genießen kann, eben ein Filet. Ja. Egal, ob es vom Schwein oder vom Rind. Oder von mir aus einmal vom Lamm ist, wobei ich bei Lamm immer noch Ja, mag echte ich gar Probleme nicht. habe. Ja, mag ich gar nicht. liebe Aber ich, was aber- für mich Überraschung war, wir haben einmal Wild. wild gegrillt und das war auch echt richtig gut. Klar, war direkt von der Quelle. Ja. Selber mit dem Stecker der Schlange. Schon, ja. Ja, wild, Mengen mag ich schon zwischendrin. Ja. Aber ich habe es aus Braun kennt, aber ich habe nicht gewusst, dass man es grillen kann. Habe ich aber auch noch nie, grillt habe ich noch nie Nicht gegessen. okay, ja, ist voll geil, war oder? richtig gut, ja. Ja. Hat der Andi gleich mitgebracht und einmal bei Okay. Gasse. Ein Andi hat ja so eingeschätzt als Typ, der nimmt nicht nur Würstel mit. Nein, es Er braucht- ist schon ein Gourmet. wenn jemand ja. schon herkommt und ich sehe, das ist in so ein Metzgertuch, Ja, dann denke ich mir, ja. alles ist schon recht. Ich war letztes Mal aufgrund von Uhrzeit dazu gezwungen, bei der Rewe-Theke was zum Kaufen und habe da ein Rind genommen.
Ast rein. Rewe, ich hasse tatsächlich alles, was beim Edeka ist. Ja. Weiß ich nicht warum, kennen sie nichts dafür, machen sie nichts falsch, da ist oft der Winzer ins Moor drin. Ja. Ich mag es einfach nicht, das ist viel zu teuer, aber da ist der Kostenfaktor, spielt da schon viel mit rein. Ja. Aber ich habe letztens ein Gulasch geholt, Reinfall. Also Okay. du hast ja mitgegessen, ein Teil vom Fleisch war großartig und das Teil vom der wenigere, Wann habe ich Gulasch mitgegessen? hast du nicht mehr Gulasch mitgegessen. Polo habe ich mitgegessen. Polo hast du mit Polo gemeinsam gegessen. Ja gut, auf jeden Fall Gulasch, ja, wurscht. Rewe super, Theke. Na, also ich gehe schon lieber zum Dorfmetzger, den im Lingras. Ja. Zum Weber, sagen wir es jetzt. Zum Weber, ja, der Dorfmetzger ist ja der Schami. Ja. Also, Aber auch meine Oma. Ja. Du, hey, weiß ich nicht sicher, aber... Nein, ich bin ja hier zugezogen von dem. Ich habe gedacht, ich habe gestern heute für den Vatertag die Ribs geholt. Ja. Und dann wolltest du mit mir diskutieren, gell? Und dann sage ich, ich bin auf der Suche nach Ribs, aber ich weiß immer nicht zu 100%, wie ihr die nennt. Ja. Und Loinribs, oder? ja, klar, so nennen sie es beim Weber. So nennt die 87-jährige Frau Weber nennt es Loinribs. Ja. Aber Schaut sie da noch. da schaut es mir, dann fächert sie den ganzen Fleischvorhang auf. Ja. Und dann sage ich so, jetzt haben wir zwei da, jetzt haben wir die und das war die mein Vater beim letzten Mal gekauft hat, wo ich so meinen Wutanfall gekriegt habe. Und dann halt die Kleine, der Japaner, das ist Baby Rib. Das hat sie eh gesagt, Baby. Und du hast damals Baby Back Ribs genannt. Ja. Habe ich zwar sonst noch nicht gehört, aber Baby Ribs nennen sie. Ja. Na, jetzt musst du noch schauen, weil der war gestern schon, da war so ein junger Kerl, danke übrigens, das hört man gern. Ja. Und der hat 15 Stück genommen. Und ich gedacht, War wahrscheinlich der Tom. ja, und dann haben wir gedacht, Das das ist hoffe ich, das weil Objektiv. stimmt, da haben sie eine Fotoaufnahmen gemacht. Es wäre wieder geil, wenn wir jetzt mal jemanden dabei hätten, der einen Vlog draus macht, weil wir selber nehmen es mit, die Kamera, links in den Wintergarten, saufen wir 18,5. Wer es angeringt. Und dann schreiben wir einen Tom am nächsten Tag, warum es. Ja, wo ist das Zeug? Ja. Ja. Gut. Ja. Wieder mal von verstecken. Wirklich nicht, was Tom und Sabrina meinen, mit, dass wir keinen klauen. Weil die sind auch unfähig. Also Lieblingsgerichte. Ich habe im Smoke auch noch Ribs. Kid Rap und ich smoken eigentlich immer noch gemeinsam. Ja. Ribs und Brisket. Brisket mengen wir beide nicht so gern, weil es mit Suppenfleisch schmeckt, finde ich. Und weil wir es beschissen zubereitet haben. Wir müssen trotzdem mal was anderes probieren. Aber Händel. ja, Händel. Ja. Man kann ja, das was mir so aufregt, man kann ja mehr smoken, aber wir hauen halt einfach alles an Ribs rein, was geht. Ja. Ich habe letztes Mal meinem Grill Cognac zumachen, den wo ich jetzt daheim habe. Und da habe ich Händel dann gekarrt, sage ich mal. Das war echt geil, dieses Raucharoma. War schon fein. Geil, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, oder? Ach, waren das nicht die 5 Fragen? Nein, das war... Ach, das waren die Favorites. Ja. Ja, gut. Sucht euch was raus, es hat ja kein Depp. Auf dem Grill schmeißt jeder das Gleiche. Ja. Ein Steak. Ja. Lieber in einem Leuchtturm im Meer wohnen oder in einer Suite am Central Park? Also, ein Nachtverbringer als Special-Leuchtturm. Ja. Wohnen. Das ist, ja. Also vielleicht am Meer und nicht im Meer. Dann ist es vielleicht ein bisschen chilliger. Aber Ich bin ein Lebemann, natürlich. Ich möchte in New York. Also Entschuldigung. Also, ich verstehe den Gedanken dahinter. Urlaub, wenn du mich fragst, auch wieder was anderes. Aber ja, im Leuchtturm darf ich gerne mal wechseln. Frag mich nicht warum. schon, ja. Mit den Wellen, so wie es du von dem Guru gelernt hast. Ja, stimmt, ja. Brauchst aber nur Münze. Auf dem Kopf, oder? Wo lege ich mir die? Auf dem Kopf, ja, und immer wenn es kurz davor bist zum Kommen, dass du das runter und wartest. Und dann, dass du das wieder drauf und wächst. Das werde ich. Ah, scheiße. Ja. Münze im Arsch. Sehr weg, ja. Da wird der Wichser im Gesicht rein. Ja, so schließt sich der Kreislauf. Gibt es was Teures, wo ihr ewig überlegt habt, bevor ihr es euch gegönnt habt? Eigentlich haben unser neuer Firmenwagen, aber eigentlich haben wir gar nicht so lange überlegt. Nein, es war notwendig. Ja. Guten Preis gemacht vom Autozentrum Isering, keine Werbung an der Stelle. Nein, null. Werbung war geil. Ja. Wann haben wir das letzte Mal, sagen wir, gemeinsam? Ich habe mir letztes Mal Lederjacken gekauft. Also, was heißt Echt? das? Nein. Die habe ich noch Kenn nicht ich gehabt. Nein. Bist nicht so happy? Doch, aber ich habe es mir im Winter gekauft, vor Weihnachten für mich selber. Da habe ich schon lange überlegt, weil der 300 € kostet. Ja, das was ist für sehr Lederjacken. Nein, keine Ahnung. Also eine urbane Marke aus Minga. Okay. Nein, weiß jetzt wirklich gerade nicht, wie es heißt. Wollte mir auch schon lange wieder Lederjacken kaufen. Da habe ich schon lange überlegt, weil es halt sowas war, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Und da habe ich mir gedacht,
Und ich bin keiner, also haben wir schon oft drüber geredet, keiner, der wo viel Geld für Klamotten aus, also Mehr als andere, aber. ja, aber jetzt, ich brauche jetzt, also mir gibt es nichts. Also ich kaufe mir eine Levi's Jeans oder Levi's Jeans, weil ich davon überzeugt bin, dass die länger halten wie andere bei meinen fetten Oberschenkeln. Und die Passform. Und die Passform, genau. Aber wenn jetzt der H&M Jeans genauso funktionieren, dann würde ich mir einfach die kaufen, wenn ich da genauso sexy drin war. Ich verstehe diesen ganzen, ich kaufe mir für 4.000 Euro irgendwas, obwohl ich ein normaler Mensch bin und dafür 2 Monatsgehälter hergibt, das ist gar nicht mein Vibe. Das check ich auch null, vor allem, weil das keiner zu schätzen weiß, meiner Meinung nach. Es gibt gewiss Freundeskreise, wo die dann sagen, wow, cool, du hast da keine Ahnung was, irgendwas von Louis Vuitton gekauft. Oder von Gucci. Ja, von Gucci, ja. Aber ich bin da mehr der Erlebnistyp einfach. Ja. Aber jetzt haben wir sonst irgendwas überlegt. Ach, da waren wir, ja. Ich will gerade zum Leuchtturm zurück. Eigentlich überlege ich. Ich bin letztes Mal erpresst, weil ich gefilmt worden bin, mit meiner eigenen Wichse im Gesicht. Da habe ich aber sofort Zeit. Da habe ich nicht lange überlegt. Ja. Also, weil wenn er wenn er mehr als eine Session gefilmt hat von mir, dann werde er viel von diesen Videos haben. Ja. Nein, also. Ich lebe schon ab und zu über meine Verhältnisse, aber eher was so Reisen und sowas angeht. Bei mir ist es tatsächlich bei Geschenke für andere, wo ich oft überlege. Ja. Aber ich gebe mehr Geld für andere aus, abgesehen von den Lebenshaltungskosten, als für mich selber. Ja, gut, ich glaube, wir geben schon Geld für Scheiße aus. Was damit das hochheben? Ist zwar keine Scheiße, das möchte ich nicht sagen. Und da haben wir aber keine Sekunde überlegt. Nein, aber wir haben hier vom Zize unseren Langenbacher des Vertrauens für die nächste Tour haben wir uns schön für knapp 1.000 Euro einen Durchlaufkühler geholt. Aber da, gut, was heißt lange überlegt, man muss halt dazu sagen, wir haben schon lange im Suff drüber geredet, dass wir mal einen brauchen und jetzt haben wir halt Nägel mit Köpf gemacht. Und der hat halt auch 2 Hähne. Ja, unabdingbar, was ich mit einem habe. Noch ein Bier trinken. Aber das ist der Punkt, nein, wir überlegen bei sowas nicht lang. Wenn das Geld irgendwie gerade verfügbar ist, dann geht raus. Was soll das Geld muss unter die Leute. Geld muss fließen. Ja, schmeißt beim Fenster aus und bei der Tür kommt es wieder rein. Wallah ist so. In welcher Situation im Alltag werdet ihr wieder zum Kind? Also wir sind ja insgesamt, da glaube ich, relativ länger geblieben. Ich sage mal, ich werde zu einem Erwachsener, wenn ich meine 6. Mahnung kriege und einen Räumungsbescheid. Ja, schon, ja. Oder heißt das? Keine Ahnung. Kasso schreiben. Ja, sowas. Ja. Wo wäre ich zum Kind? Ich wäre zum Kind, weil ich als Kind schon mal gern mein, wenn es draußen regnet und das Fenster prasselt. Am liebsten habe ich ein Dachfenster oder im Auto. Das feiere ich sehr, aber ich weiß nicht, ob das zum Kind werden ist. Wenn die Eis ist. Na, wo ich gemerkt habe, dass ein Teil in mir gestorben ist, war, als ich mal so ein Handy oder so ein MacBook oder sowas gekriegt habe und ich habe es einfach liegen lassen. Weil als Kind, du warst so aufgeregt, ich habe die Playstation gekriegt oder sofort auspackelt. Ja. Also, geh weg vom Fernseher, du Hund. Und dann wollte ich das da anstecken und sofort spielen. Und jetzt kriege ich ein Handy. Dann denke ich mir, jetzt muss ich synchronisieren. Scheiße. Ja, also, ich habe mein neues MacBook Pro, habe ich 2 Wochen nicht auspackelt. Aus dem gleichen Grund aus, muss jetzt überspielen und alles. Aber mein Soundcore, jetzt müsst ihr uns wirklich mal sponsern, ihr Arschlöcher. Mein Ding, die habe ich auspackelt wie ein kleines Kind. Geburtstag und Weihnachten feiere ich schon noch sehr kindlich, muss ich sagen. Also da freue ich mich immer relativ grundlos sehr drauf. Jetzt halt auch, weil ich weiß, dass gesoffen wird. Ja. Aber ich glaube, wir sind insgesamt viel kindlicher noch wie andere Menschen. Das merkst du schon, unsere komplett naive Entscheidungen. Tour durch unser Büro macht, es einfach nur ausschaut wie ein großes Kinderzimmer. Klar, wir sind keine Gamer, also nicht in dem Sinn, also ich bin insgesamt kein Gamer, aber wir sind keine Gamer. Das darf ich jetzt gar nicht so sagen, also du bist nur nicht so der Nerd-Gamer, du spielst halt das, was viel spielen, sowas wie Red Dead Redemption hast gespielt, GTA hast gespielt, also da hast du eine lange Zeit länger gezockt als ich. Ich bin halt mehr so ich war halt früher immer so der Strategiespiele-Typ, aber weißt du.
Ich wollte nur darauf raus, dass die im Hintergrund irgendwelche Mario-Figuren oder so Ach so, haben. Das nicht, aber ja. Was oder haben wir geantwortet? Ja. Für immer das gleiche Gericht kochen müssen oder dasselbe Gericht bestellen. Welches wäre es? Also ich glaube, da ich öfters koche, wer essen gehe. Das haben wir uns so schon. Also warte, es geht darum, was für, wenn man, das ist doch die gleiche Frage, die wir schon mal 100 Mal beantwortet haben. Ob, wenn man nur ein Gericht den Rest unseres Lebens essen kann. Ja, nein, aber jetzt geht es darum, ob du immer nur das gleiche Gericht kochst oder immer, wenn du essen gehst, das gleiche Gericht kriegst. Ach so, essen gehe. Mir scheißegal, ich koche so, das gehe ich nicht mehr essen. Ich glaube, da tatsächlich, wenn es ums Kochen geht, da wahrscheinlich jetzt Pizza nehmen, weil das mache ich mir nicht oft selber. Ja. Boah. Ja, aber gut, ja, stimmt ja. Bei mir ähnlich. Nudeln nicht, weil das kannst du nicht fressen, wenn du das bestellst. In einem Musical über Ikimel mitspielen oder in einer Rom-Com als Hauptrolle, während Ikimel euer weibliches Gegenstück spielt. Kann nichts von beiden. Also mir war es wurscht an sich, hab nichts gegen die. In einer Rom-Com als Hauptrolle. Aber ich möchte lieber in einer Rom-Com, also Rom-Com ist eine romantische Komödie, Ja. oder? Ja, dann lieber ein Musical. Ja. Also eine romantische Sitcom. Und es geht nur darüber, wo wirke ich besser. Mir Ja, scheißegal, also wer du da kannst dabei selbst ist. spielen, ich Ja. habe deine Gastrollen schon gesehen. Ja. Ich glaube, insgesamt da ich lieber in einem Film mitspielen wie in einem Musical, glaube ich. Einfach weil ich gerne selber sehe. Und dann kann man das öfters anschauen. Die Frage ist halt, ein Musical, muss es das einmalige Auftritt oder wahrscheinlich nicht? dazu. Fuck. Es ist ein Broadway-Stück, das da 4 Jahre läuft. Auf jeden Fall. Ja, dann werde ich auch in der Rom-Com mitspielen. Das ist gewiss voll die nette. Ach so, in einer Rom-Com als Hauptrolle. Jetzt check es erst, während sie euer weibliches Gegenstück spielt. Also ich muss dann... Was heißt das Weib? Spielt sie in der Rom-Com? Nein, also ich glaube, Ikimel, also wenn wir jetzt die Rom-Com, wenn du die Rom-Com spielst, ist Dann ist sie Ikimel der mein Crush. Mein Crush, Ja. Das war mir wurscht. Ja. Und das auf jeden Fall, weil vielleicht ist sie ja menschlich gar nicht so abfall, ich hasse nur ihre Musik und für alles, was sie steht. Aber ansonsten mir wurscht. Fan der Woche, nicht der Huber voll, weil er beim Massexen enttäuscht hat. Boah, war das peinlich. Boah, das war so peinlich. Also der hat bestimmt... Boah, das war so peinlich. War das peinlich. Aber er hat sich traut. Mir egal. Ja. Nein, aber du hast wirklich, also du exerst ja trotzdem wahrscheinlich schneller als ich, deswegen alles cool. Ja. Und das war wieder der Michel auf der Bühne. Ja, komisch. Ja. Was, warum? Also so Weil es hat sich keiner gemerkt, glaube ich, sonst. Echt, oder? Ja. Ich glaube, deswegen waren die beiden auf der Bühne. Ja. Na gut, dann passt es auch schon wieder für mich. Ja. Los Brutalos Secret Tipp ist 10 Jahre Knast. Hört euch den Song an, streamt ihn, schickt ihn eure Dates morgen, weil das ist morgen als Vatertagsmotto auf jeden Fall. Und was steht die Woche an? Haben wir ja schon drüber geredet, Vatertag. Und Gig in Stiefenhofen, der war schon, wenn ihr das sagt. Vatertag auch. Allgäu war irgendwie lustig. Ich habe ein Video von den Allgäuer gesehen und die haben ja einen krass anderen Dialekt wie mir. Und die haben also mit dran das Handyvideo. Ach, also von irgendwelchen Allgäuer oder jetzt von Stiefenhofen? Von Stiefenhofen, ja. Die haben da okay. so, also alle Handys so rum und dann haben sie da so ein Message gehabt. War lustig zum Lesen auf jeden Fall. Das wo die Wörter auf jeden Fall. Ich liebe es. Ich habe letztens, abschließend muss ich noch sagen, heute habe ich das Promo-Video von Eibach gesehen zu irgendeinem Festzeit, das machen. Ja. Und da kommt In the Air Tonight und dann gibt es eben und einer Promo besteht daraus, dass der Song beginnt und er geht an der Bar vorbei und klatscht 6 Weibern auf den Arsch im Takt und geht da hin. Und ich so, irgendwas, die Weiber siehst bei uns auch an der Bar oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Entschuldigung, falls ich es falsch zitiere. Ja. Aber ich finde es amüsant, dass dann andere Clips, die meines Erachtens wesentlich... Also, ich finde es geil, dass sie es machen. Also, ich meine, es ist einfach so, dass jemand halt sowas nur raushaut, wo halt jeder andere sagen hat oder jede Firma sagen hat, Alter, das wird uns komplett zerstören und er klatscht einfach 6 verschiedene gut, Weiber. aber man muss halt auch sagen, die Leute, die Burschenvereine ansprechen wollen, sind nicht andere Burschenvereine und Dirndlschaften und ja gut, vielleicht ein paar Sponsoren, die wo dann aufspringen, aber wer einen Burschenverein sponsert, der ist meistens wahrscheinlich irgendwie selber dabei noch oder war dabei. Und irgendein Optiker immer. Ja. Ist immer Optiker dabei, musst du mal schauen. Okay, habe ich nicht aufgepasst tatsächlich. No. Nix.
Immer Dreifeisen, Hauptsache da, gell? Ja, da haben wir überhaupt zu uns nichts. Ja. Aber haben wir noch nicht gefragt. Nein, stimmt. Wir möchten gefragt werden. Ja, wir möchten gefragt werden und wir möchten, machen uns mein Konto kostenlos. Ja, Dann haben wir gesagt, machen wir alles für euch. Ja. Super, ja gut, passt für mich. Was? Ja. War doch nicht so kurz, waren jetzt doch wieder ehrliche 50 Minuten. Ja, auf damit. Es schaut sogar bei den Leuten aus, die im Gegensatz zu uns richtig Muskeln haben, lächerlich aus, wenn sie die ganzen UFC-Ler sehen. Ja. Na gut. Gut, aber die letzten Worte, du immer der wunderbare Harry. Das hat er gesagt, dass du.